du hast gar nicht so viel Sex, wie du tust. Oh! Shit! Die ungewöhnlichsten Orte, an denen ihr Sex hattet. Chat, das Thema ist auf jeden Fall nicht für euch. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Wir befinden uns hier gerade auf dem Parookaville Festival 2022. Ich habe mir gedacht, ich frage die ganzen Festival-Leute mal hier, was war denn euer ungewöhnlichster Ort, an dem ihr Sex hattet? Festival Edition, Carsten hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers, es geht los, Parookaville, auf geht's. Was ist eigentlich Parookaville und wieso war jeder Influencer auf diesem Parookaville? Ist es so deutsche Tomorrowland-Type-Beat? Ich habe nur gesehen, Finch Asozial war dort und der Auftritt hat sehr geil ausgesehen. Also du hältst gut durch auf jeden Fall. Ja, dafür bin ich ja auch gemacht, glaube ich. Dafür bist du gemacht, dafür sind wir Männer gemacht. Du lässt es dir gut gehen, ne? Ja. Ich sag mal nichts dazu. Nochmal so, wie ihr das gerade, ja genau, das ist der Vipparino. Hi, Na, wer bist du? ich bin Shani. Wir haben uns gestern schon gesehen. Ja? Ja. Ja, das weiß ich nicht mehr. Gedacht, wir machen uns ein E hier unten hin. Und Also ihr wollt euch von mir tätowieren. Eggers wegen Er macht ein E und er macht ein EL und ich mache ein EO. Wie schnell ist deine Brille? Kann tatsächlich nicht so schnell, ne? Die ist so aus dem Penny. Ja. Ja, ist schnell, Chat, aber ist nicht exorbitant blitzerfähig. Wisst ihr, wie ich meine? Muss es auch tragen können. Ich mit meinem dicken Wasserkopf, ne? Du kennst aber Ramsi und Toni und so. Ja, kenn ich. Ja. Woher kennst du die denn? Oh. Dann sind wir passend beim Thema. Ungewöhnlichster Ort, an dem du es mal hattest? Kein Kommentar. Ramsi fragen, ne? Okay. Krassester Ort, an dem du Sex hattest? Tatsächlich gestern hier. Ja? Ja. Wo war's? Beim Desert Valley irgendwo. Nee. Hier auf dem... hat die Mainstage eröffnet. Da vorne, ne? Da ist ja der eine Container. Ja, der eine Container. Kollegen auch 5 Stunden nicht gesehen gestern. Ne? Hast du 5 Stunden am Ballern? Digga. Weil er einen Macher. Okay, mein ungewöhnlichster Ort, Chat. Sofa. Oder Trampolin. Aber gar nicht so ungewöhnlich. Immer im nahen Rahmen des Hauses, wo ich wohne. Ungewöhnlichster Ort, Shani, an dem du Sex hattest? Im Wald. Aber ganz ehrlich, irgendwie hat sich ja das bewährt, dass es auf dem Bett stattfindet, weil es halt auf dem Bett obviously halt einfach am besten ist, I guess. Wald? Ja. Trampolin schon weird though. Es funktioniert nicht so gut. Unterm Baum? Ja. Nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, geht, ne? Gibt ungewöhnlichere, glaube ich. Wie ist es entstanden? Bei so einem Waldspaziergang oder wie? Genau. Ja, weiß man nicht. Ist Schwarz oder Stock im Stand, ne? Im Wald. Bitte? Er sagt gerade, dass wirklich mein Bauch dicker ist in Real Life als in den Videos. Ich muss echt einziehen, ne? Aber ja, bei mir ist es auch nicht viel besser. So ungewöhnlichster Ort bei dir? Swimmingpool. Swimmingpool? Ja. Was für ein Swimmingpool? Wo war das? Im Hotel? Bei mir zu Hause. Der feine Herr. Ja, aber noch. Oh, läuft bei ihm, bei seinem Dad. Oha, ja, noch mit der Prada. Ja. Rich Dad. Bei dem Trampolin in der Insta-Story muss ich jetzt, bei dem Trampolin in der Insta-Story muss ich jetzt immer an Sex denken. Es war nicht auf diesem Trampolin. Ich schwör. Von den Eltern, also. Oh, im Pool von den Eltern mal kurz. Ja, Wo waren die? wir waren im Urlaub. Ich hast nicht reingespritzt in den Pool. Ja, nee, wurde ordnungsgemäß erledigt. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest. Im Bei dir. Krankenhaus, in der Psychiatrie. Ich habe in deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Du hast eine Ausstrahlung, da werd selbst ich nervös. Ich bin offen. Für? Wie ernst sie das sagt. Ich bin offen für alles, grundsätzlich offen für alles. Alles. Offen für alles bin ich auch. Das ist immer gut. Also darauf kommt es an, ne? Ob man eng ist. Bist du Single? Auf Insta. Auf den Tuningfelgen von meinem Bruder. Da kommt Bett, ne? Wir legen uns. Digga, wie spezifisch auf den Tuning-Felgen. Das war ihm ganz wichtig, dass es Tuning-Felgen sind. Felgen. Komplett hingelegt, komplett weggefahren. Bitte? So, gar kein Problem. Na, wer bist du denn? Naja. Sag über Revi sagen. Ja, sag das über Revi. Revi, mein Junge. Wo ist Clash? Mit Unge. Wo ist das? Wo ist das? Wir haben hier ein Bierchen mitgebracht. Nein, für mich und für meine Schwester. Für die Schwester. Immer, was macht ihr jetzt hier? Wir drehen hier für YouTube. Ach echt? Was sind überhaupt Felgen, Digga? Bin ich dumm? Felgen. Bilder. Hä? Digga, das geht ja gar nicht. Also doch, klar geht's, aber dann ist der Rücken so, so ist der Rücken dann so gebändet über den Felgen. What the fuck? Aber ich sag ganz ehrlich, Chat, die Tesla-Felgen, ich sag ganz ehrlich, Chat, die Tesla-Felgen, die sind sehr, sehr geil. So, was wollt ihr jetzt von mir wissen? Ja, wir fragen die Leute die ungewöhnlichsten. Bro, ich kenne mich nicht aus mit Autos. Ich wusste schon ungefähr, dass eine Felge zum Auto gehört, aber es hätte jetzt auch vielleicht so das Ding sein können, was auf der Motorhaube drauf ist. Also die Motorhaube, das Ding, das die Motorhaube schließt. Also
Weil man sich dort drauflegen kann, ja. Orte, an denen sie Sex hatten. Aha. Fährt einen Tesla und weiß nicht, was Felgen sind. Wieso muss man wissen, was Felgen sind? Ich wusste, ja, das gehört zum Auto, aber die fragen mich ja nicht im Tesla-Store, ja, wenn du nicht weißt, was Felgen sind, dann darfst du das Auto nicht haben. Aber das werde ich mir hier bei Ihnen natürlich nicht rausnehmen. Ich bin ja ein Mann mit Niveau und ich habe natürlich auch Respekt und Stil und dementsprechend wollte ich Sie nur fragen, der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie Sex hatten. Das ist nämlich mein Schätzelein. Das war geil, das war geil. Ich kenne deine Videos. In einem Park. In einem Park? Ja, war jetzt. Ist War nichts nicht, ne? exklusiv. Aber der Typ war einfach nicht gut. Nee, war ja Ich habe nicht. das Gefühl, der Typ war einfach ein parkiger Typ. Hat er im Park sein Ding bei dir drin geparkt. Ja, er wusste, wie es parken geht. Ja? Er konnte gut rückwärts einparken. Vorwärts hat er es gut gemacht. Vorwärts, rückwärts magst du nicht. Ich habe gemerkt, Chat, ich kann nicht mehr seitwärts einparken. An alle, die Auto fahren können, Chat, I guess, das sind jetzt nicht so viele. Könnt ihr noch seitwärts einparken? Habt ihr seit der Autoprüfung noch seitwärts eingeparkt? Ich sag's euch, wie das ist. Ich habe die Autoprüfung vor 4 Jahren gemacht und ich habe, glaube ich, literally halt seitwärts eingeparkt, wenn alles frei ist. Aber wenn 2 Autos dastehen und ich muss seitwärts reinparken, geht nicht. Kann ich nicht mehr. Nee. Ne? Seitenspiegel? Jetzt wird's kompliziert auch mittlerweile, ne? Nee. Mein Auto kann nicht seitwärts fahren. Mal gucken, was hier noch so geht, ne? Oh, ach, du bist auf Versuche. Nicht, ne? Mein Kameramann, Carsten, auf Single. Ja, okay, alles Ah, klar. ein hübscher, ne? Guck ihn an. Sieht gut aus. Den hässlichen haben sie vor die Kamera gestellt und der hübsche ist hinter der Kamera. Eigentlich müssten wir tauschen. Ja, hast recht. Nee, aber ich hoffe, du findest heute noch einen zum Einparken. Sie erinnern mich irgendwie optisch ein bisschen an meine eigene Mama. Ach echt? Süß. Wobei sie sind auch erst 35. Wir sind ein Alter Ja wahrscheinlich. wieder, ne? klar, ja klar. Charmeur. Naja, beste Freundinnen. Seit 15 Jahren. Ey, 15. genau so sind Leute die ans Tomorrowland gehen und dann so Stories machen vom Feuerwerk. So crazy time to be here. Martin Garrix, David Guetta, it's unbelievable. Und dann hören sie Techno und sagen, das ist mir aber zu hart. Das ist mir zu hart, das höre ich nicht. Ich höre nur David Guetta und ich höre nur Martin Garrix. Was glaubst du, ist der ungewöhnlichste Ort, wo sie Wieso muss man sich bei so Festivals immer so Glitzer hinmachen? Das ist so nervig. What the fuck? Sex hatte? Im Okay, bei ihr sage ich Schwimmbad. Feld. Feld, Maisfeld, bei deiner Freundin? Strand. Strand. Was ein Supporter, was ein Supporter. Macher, Macher. Charmeur. Wegen Elevate. Ja, genau, wie Inge Elias, hast du nicht gesehen. Blend mich ruhig ein. Blend mich ruhig ein. Das Elevate verlinkt ist, unten in der Infobox. Elevator ist verlinkt unten in der Infobox. 20% auf die Summer Collection, Love Hurts. Oh, gibt kein 20%, aber trotzdem. Digga, oh mein Gott, ich dachte, Love Hurts ist die Marke von Jana Xell. Wie heißt die Marke von Jana Xell? Jana Xell Marke. Love Scars, stimmt, Love Scars. Oh mein Gott, das ist ja Elevate, bro. Ich dachte gerade, wieso hat der die Marke von Jana Xell an? Ungewöhnlichste Orte, an denen ihr Sex hattet. So Busch, irgendwie so Wald. Push. Im George Bush Park. Therme. Was glaubt Ich glaube, Therme ist Klassiker, ne? Weil bei der Therme kannst du es halt so gut im Sprudel verstecken. Weil wenn es so sprudelt, dann kannst du halt so im Sprudel verstecken. Aber wüsste ich nicht, ob ich es machen würde. ihr denn bei mir? Weil es zu warm. Weil so warmes Wasser ist doch nicht geil. Das hast du warm und warmes Wasser und Plus gibt Minus. Ich glaube, du hast gar nicht so viel Sex, wie du tust. Oh! Shit! Das ist das, was sich jeder denkt, aber niemand ausspricht. Also, wer denkt denn, dass ich viel Sex habe? Ich glaube, das denkt keiner da draußen. Was denkst du? Wo hatte ich's? Riesenrad. Auf dem Riesenrad? Auf einer Kirmes oder so. Boah, Digga, Riesenrad ist ja turbo-scary. Weil das funktioniert ja nur, wenn du oben bist. Und wenn du unten durchgehst, geht's ja wieder nicht, ne? Das ist scary. Das wäre auch Ich scheiß mir doch in die Hose bei der Achterbahn. Wie soll der denn oben hochgehen? Okay, Riesenrad, beides so Achterbahn. oder so nicht. Harte Zeiten erfordern Ey, du bist aber ganz schön auf Krawall gebürstet heute, ne? Du willst mir unterstellen, dass ich keinen Hoch mehr bekomme, weil ich so alt bin, ne? Ja. Jo, das sagt er nur. Oha. Ey, guck, jetzt aber auch mal. Ich mach nix und werd hier angedanzt. Kann man das mal einmal mit reinschneiden? Ich will ja hier gar nicht tanzen. Sascha gerade zu Hause. Scheiße, Digga. Alle Farben hier am Start, einer der geilsten DJs. Gestern hat der so unfassbar hier abgerissen. Das ist alle Farben. Dieser Mann, Chat, dieser Mann ist alle Farben. Digga, ich dachte, der ist so 25. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest, mein Lieber. Oh, wow. Auf jeden Fall auf dem Dach so. Das 52 ist der, was? Nee. Doch? aber ich glaube, ich habe nicht so viele ungewöhnliche Orte gehabt. Aber ich glaube, Dach ist immer ganz gut. Ist gefährlich, muss man aufpassen. Nee, aber dich sieht ja keiner, aber man sieht alle. Ich weiß, aber aufpassen, dass du nicht runterfällst. Oder sie. Das stimmt, das stimmt. Du hast ja recht. Wie alt ist alle Farben? Alle Farben, Alter. 37?
No front, aber no front, aber ich würde sagen, er sieht älter aus. 2 Vögel, nicht? Ja, wir sind seid zwei ihr? Paradiesvögel. Ja. Aber ihr fliegt nicht gleich. Nein. Aber ihr seht bezaubernd aus. Hübsch seid ihr. Meint ihr, ihr schafft es, den Weg dahin? Ich weiß nicht, begleitest du mich? Komm, ich begleite euch. Komm, wir gehen zusammen. Gerade einen Remix rausgebracht, gestern. Gestern. Den könnt ihr gerne reinnehmen. Ist unten verlinkt in der Infobox. Und ich sehe schon die Nachricht. Du hast mich nicht verlinkt, du Arsch. Nein, ich verlinke es, Ich weiß gar nicht, worum es geht. Im Parkplatz. Wir sagen Parkplatz. Jo. Hallo. Ein Foto, hallo, Marc Eggers. Hallo. Ran an die Banane, das sagst du doch immer. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Mallorca? Mallorca ist wirklich zum Sex haben sehr, sehr ungewöhnlich. Also, dass Leute nach Mallorca gehen und dort Sex haben, da muss ich sagen, riskant und sehr, sehr ungewöhnlich. Am Autoscooter, also hinterm Autoscooter. Hinterm Autoscooter? Ja, nein, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Da ist halt eben ganz viel Kirmes, ne? Hast du die eingeladen, sagst Mäuschen, schön mal eine Runde Autoscooter. Du bist einer, der auch rückwärts fahren kann. Doppelt drehen, dann nach hinten gucken. Ich kenne das. Ich bin nicht so einer wie du, so, weißt du, so der Schwiegermuttertyp, ne? Sondern ich bin so eher der... Seriös, Schwiegermutters Liebling, Marc Eggers. Keine unangenehmen Fragen. Ich bin eher so der Montana Black, weißt du. Kennst ja. Centerparks Duschkabine, kein Problem. Die riesengroßen kleinen Ferien, ne? Centerpark. Ja, ja, für Kann man groß machen, und duschen. klein der Spaß, ja, ja, sowieso. machen. Und bei dir? Bei mir, ich habe da nicht so viel. Mich wollen nicht so viele Frauen. Ich muss mal gucken. Ich mache meistens mit der Hand. Echt? Ja, ja. Ich muss immer mit der Hand. Echt? Ja. Machst du? Ja, ja. Top. Oder mit deiner. Und mit meiner. Bitte? Ich mache kurz die Abmoderation. Das war's von diesem Video. Checkt die Videobeschreibung für That's Me Produkte aus. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert, zu welchem Festival Marc als nächstes fahren soll. Auf Wiedersehen, Dankeschön. Jetzt reicht's, ich hab genug gedreht, genug gearbeitet. Jetzt wird gesoffen, Junge. Geil. Grüße gehen raus an Arg Maggers für dieses absolut tolle Video. GG is well played. My